Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, dann wollen wir doch nochmal nach dem Baumpalast suchen und der letzte Patron uns holen. Also letzte Patron uns holen, nicht letzte Patronus holen. Expecto Patronum gibt's hier definitiv nicht. Warte mal. Wo war dann das nochmal der Baumpalast, Nee, da ist nur die Cloud Fritschopf. Hier, könnte das hier sein? Bin mir nämlich so sicher. Nö, du anscheinend nicht. Wo war dann das? Wo war dann das? Mann, oh Mann. Ich weiß mal wieder nicht, wo ich hinflieg. Ach ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, genau. Hier sollte Palast sein. Das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand. Kann ich hier irgendwo landen in der Ziffer? Anscheinend nicht. In der Peripherie von der Grütze kann ich auch nicht gerade landen. Oder? Hier soll aber auf jeden Fall die Mana-Festung dann mal hochsteigen. Ich glaube, das müsste das sein, oder? Oh, Gewitter erleid. Doch, es funktioniert noch. Super. Dieser Palast steht dort, wo die Mana-Festung sich erheben soll, haben wir ja gehört. Was gibt's denn hier noch Schönes? Gibt's denn hier keinen Händler oder so? Nö. Na, der ist lieber ein Salat. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt in eine Blume-Palast 3. So what? Okay, einmal außen rum gelatscht und es ist nichts bei rausgekommen. Dann nehmen wir dasselbe Weg zurück. Episch gegen die Blume gerannt. Okay, dann können wir jetzt Dora hier. Zack. Und oh, das sind ja lauter Gestalte hier. Hallo Kinders, wollen ihr schlecht die Nachricht hören? Har. Sobald ich alle 8 Siegel gebrochen habe, wird die Dracheninsel auferstehen. Mit dem letzten Siegel wird die Mana-Festung in den Himmel emporsteigen. Nur zu dumm, dass ihr das nämlich miterleben werdet. Har. Wer will die Kinder? Das klingt ziemlich pervers, aber ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Natürlich, der Assi. Der Assis, der will uns aber. Ich hab noch eine Rechnung zu begleichen, überlassen Sie mir. Dich kennen wir? Woher kennen wir dich dann? Du? Du bist der Dämonenritter. Deswegen die Verräterstimmen. In der Tat, mein kleiner Sterbliche. Ich spüre die Kraft der Hölle in mir. Spüren Sie es auch? Wir alle sind Diener der Hölle und wir werden die Welt beherrschen. Dazu müssen wir nur die Mana-Festung reaktivieren, um die Menschheit unter unsere Kontrolle zu bringen. Yeah. Was ist dann das für ein Gewitterputzer? Guck dann doch mal bitte an. Winde, sagt mir, was das ist. Oh, viel KP hat's nicht. Und ich würde jetzt einfach mal so steil die Hypothese aufstellen, dass das Vieh Feuer nicht so besonders gut mag. Der Plasma-Beißer. Dann kommt doch mal her, Plasma-Beißer. Okay, das hat jetzt anscheinend überhaupt nichts gebracht. Dann sei doch mal so gut und heil dich, Gretel. Und du könntest dann mal ein paar schöne Blutgranate auf den Pfui-Quirker. Und ja, das sieht so aus, als würde das nicht so besonders mögen. Achtung, jetzt flitzt er gleich wieder rum hier, Flummi. Aber wir sind ein bisschen schneller. Aber interessant, was Mana aus den Wesen macht, aus den Menschen hier macht. Und die werden anscheinend zu irgendwelche Monster. Wobei ich den eigentlich schon ganz cool animiert finde, muss ich sagen. Also so viel muss ich echt gestehen. Und er benutzt Baumzauber. Wenn der Patron hier für uns parat hat. Oh, scheiße. Die Helga ist hinüber.
Und so. Klatsch. Auf die Schniss. Das ist nicht so gut. Heil uns doch nochmal bitte. Ich habe gesagt, du sollst uns bitte heilen. Sei so gut. Und du rotsch doch jetzt mal bitte nochmal so eine Glutgranate auf den drauf. Und... Oh Mann. Oh Meter. Halt doch nochmal die Helga. Die ist irgendwie dumm. Weil sie das nicht hinkriegt. Und jetzt kommt er zu uns gewackelt. Also Harzgas und Traumtulpe darüber können wir auch noch befehlicher. Wenn wir unseren Baumpatron hier haben. Und... Hua! Wobei ich das eigentlich schon recht interessant finde. Ich meine, Baum bzw. Natur würde ich jetzt eigentlich auch eher zum Erdelemente zupacken, aber na gut. In Mana ist es halt immer ein bisschen anders. Du hast halt mehr Sache eigenes Element. Ist ja auch in Ordnung. Soweit. Zack. Zauber abgeprallt. Oh, scheiße. Nicht so gut. Stimmt, er hat immer noch sein Zauberschild auf sich. Dann machen wir es nochmal so. Und gut. Der müsste jetzt gleich wieder runterkrachen. Dann erledigen wir ihn halt erstmal mit unserer Waffe. Dann muss das halt so sein. Quatsch. Hallo, mein Freund. Oh, scheiße. War immer aufgeladen. Und da ist er wieder. Alter, kann ich mal aufhören, hier mal Mädler anzugreifen? Oh, Moment. Das gefällt mir gar nicht. Auf die Helga drauf. Ja, das hat mir so überhaupt nicht gefallen, was der hier schafft. Oh, jetzt sind wir dauerhaft hier in einem Harzgas. Ja, okay. Doch nicht dauerhaft. Ich habe schon angefangen zu denken. So. Und noch einmal. Heilung für alle. Manometer. Da ist er wieder. Ruf und Wetter. Ich will gerade mal checken, ob der noch sein Zauberschild aktiv hat. Zauber abgeprallt. Okay. Ja, so kann man sich auch sein MP holen. Okay, das war's. Perfekt. Assis ist jetzt tot. Also ein Leibwächter vom Imperator haben wir auf jeden Fall zur Strecke gebracht. Der Assis mit der Verräter, stimmt. Der ist jetzt hinüber. Wunderbar. Und weiter geht's. Lanzenorb erhalten. Nee, das kann nicht wahr sein. Glaub's ruhig, du Verräter. Du, über uns. Wir müssen auf. Ja, ich renne aber zuerst mal gegen die Wand, um zu gucken, ob da wirklich nichts ist. Aber es sieht bloß aus, als müssten wir echt da rum. Na gut. Wie schaut's dann hier aus? Nein, das Siegel bricht, wir schaffen es nicht mehr. Ja, trotzdem erstmal berühren, oder? Oh nee, zu spät. Raus hier sofort. Huch, da steht eine Palme. Ich bin Harzinger, der Patron der Bäm. Die Siegel von Manasame sind alle gebrochen. Schon bald wird die Insel auftauchen, das wird ein Riesen-Gaudi. Und du? Ich will in meinem Palast bleiben und mit ihnen monarchieren. Feigling, du musst uns helfen, Manan zu retten. Und das könnte ich, wenn Tante Lus mich nicht verzaubert hätte. Trotzdem sollst du dich uns anschließen, wir brauchen jede Hilfe. Kommst du mit? Ja, mei, dann komm ich halt mit und helf so gut ich kann. Harzinger schließt sich an. Ich freue mich, ob der irgendwie ob Harzinger im Original irgendeinen Osaka-Dialekt oder so drauf hat. Oh nee, die Erdbeben, schnell, ruf Lufti! Oh. Verflixt, Leo.
Was geht denn da ab? Gewitter erleiht. Oh, jetzt hat sich ja unser Musik verändert. Unsere Weltkarte-Musik. Gerade Morai Schiele. Oh. Victor. Die Dracheninsel ist aufgetaucht. Und dort. Da ist die Festung. Meine Truppe werden das Imperium daran hindern, die Festung zu erobern. Und der Dämonenfestung liegt der antike Stadt. Da müssen wir rein. Der Imbiss arbeitet für die Unterwelt. Die Art hier steckt voller Monster. Ach, wenn's Schwert nicht die volle Stärke hat. Du musst den Imbiss aufhalten. Wir erledigen die Truppe vom Imbiss. Ihr kümmert euch um die Soldaten. Ja, ich sehe jo, wie du hier wunderbar arbeitest. Okay. Puh. Dracheninsel und Dämonenfestung. Gewitterleid. Hier denken sie aber auch an alles. Und wie sieht's dann am Fuß hier aus? Ah, da ist noch so ein einzelner Rebell. Vorsichtig! Okay. Mache ich. Euch kennen wir ja noch aus der Nachtfestung, beziehungsweise aus dem Nocturns Palast. Und dann, oh, der verdrischt hier gerade schön den Rebell. Ja, yes, ist erleid. Wie tief geht's dann hier noch runter? Das sieht nicht so besonders gut aus, würde ich sagen. So ganz steile Hypothese. Hier sieht es nicht besonders gut aus. Und es sind lauter kleine Monster, die man noch von früher kennen. Aber wie es aussieht, kommen wir von da aus nicht dort rüber. Komm mit, Gretel. So. Tja, Händler gibt's hier auch nicht. Ah, da können wir runter. Ja, uff. Dappisches Vieh. Autsch. Ja, uff. Helga ist vergift. Na, klasse. Stahlkriecher ist erledigt. Jetzt aber sicher, oder? Jawohl. So. Was gibt's denn hier ohne noch? Nix. Das ist anscheinend nur das Kinderbecken hier. Und ins Kinderbecken müssen wir jetzt nicht wirklich gehen. Von daher kraxeln wir halt wieder die Stufe hoch. Und stürmen mal die Festung. Als hoch mit uns. Und da sind wir wieder auf dem obersten Plateau. Also Reihe hier, wo wir hinkören. Sackgass. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay. Na klasse. Das heißt, wieder runter. Manometer. Okay. Dann beim freundlichen Rebell vorbei. Es war dumm wie Brot, aber er ist freundlich. Deswegen hier und dann do runter. Und dann gehen wir halt dort entlang. Was sagst du? Weiter geht's, wir passen hier auf. Okay. Oh nee. Ja, stimmt mal auf, hier mein Mädel abzusaugen. Hallo, hier runter. Und immer dann, wenn solche Viecher in der Nähe sind, weil Zaubersog, das ist nicht gerade so das Wahre. Oh, hier geht's runter. Okay. Hier haben wir anscheinend was. Gut, Tantalus hat dich verflucht. Kannst du trotzdem irgendwas, Harzinger? Du kannst Traumtulpe und Harzgas. Okay, das sind die Angriffszauber. Und passiv Lebensdünger. Äußerst praktisch und Zauberschild. Ach, sehr praktische Zauber. Also Harzinger bringt uns auf jeden Fall was, aber wir haben auf jeden Fall, sag ich also wieder auf jeden Fall. Aber wir haben auch gesehen, dass Harzinger offenbar nur 2 Zauber hat. Das heißt, einer fehlt. Und den kriegen wir auch erst wieder, wenn der Fluch von Tantalus gebrochen ist. So, dann gehen wir noch da entlang. Hoppla, das war nicht so gut. Da müssen wir anscheinend drüber rennen. So, also rennen. Und da drin ist ein Boomerang-Orb. Gut, die lassen wir jetzt mal hier im Wasserfall stecken. Oh. Eieiei. Ups. Okay. Das war jetzt auch nicht gerade so besonders. Das hat uns jetzt so wirklich weitergeführt. Als hinterher. Und dappisches Vieh. Ah, das gebärt Stahlkriecher, das Vieh hier. Autsch.
Ah, nee, jetzt sind wir noch verbrüht hier. Also zumindest ich bin verbrüht. Helft mir! Also dort drüber kannst du das nicht machen. Das bringt nicht so besonders viel, wenn du in der Luft rumturnst, Mädel. Okay. Dann machst du mal so. Hallo, Zauber? Du darfst. So. Okay. Dann wäre noch ein Energieschild echt Knorker. Nee, das brauchen wir von ihr. So. Nee. War das nicht? Ah, nee, dann war das von Laterna. Genau, warte. Das war von Laterna. So rum. Und dann saugen wir jetzt erst einmal hier unser ganze Schade-Ei. Stark. Oh, Mann. Und schön, dass die so auch mitdenken und nette Urheber von den Viecher attackieren, die Euler. Oh, Mann. Okay. So, auf die Eule drauf. Bitte. Dankeschön. Sehr gut. Und ja, das hat der Rechtgeber. Dann wird die Sache so Kraftwässerler, wenn nicht verkehrt zum Schluss. Mann, 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 Mann. Ja, so allmählich werden die Gegner echt anspruchsvoll, muss ich sagen. Das ist mittlerweile keine Pillepalle mehr, gegen die Gegner zu kämpfen hier. Die halten schon was aus und dehnen auch ordentlich aus. Von daher, ein Händler mit neuer Sache ist auf jeden Fall lebenswichtig gerade. Los. Ja, ich meine, die turnt ja auch nur die ganze Zeit rum. Klar, dass das keinen Schaden macht. Also manchmal kann das Spiel echt extrem unfair sein, was die Schadensverteilung angeht. Tropfende Wetter. Yeah. Jetzt du noch, du Sausack. Und da ist nichts mehr. Was hat denn ihr für Viecher? Basilisk. Also so stelle ich mir einen Basilisk jetzt nicht unbedingt vor, aber na gut. Harzgas. Warte mal. Kann ich euch was abzischen? Ah ne, das ist von ihr. Kann ich euch was abzischen? Ja, aber nicht so viel. Mit dem Level nicht so viel. Schade. Okay, das hat gut abgezogen gerade. Und die platzen einfach. Okay. Platsch, nix. Willst du wohl platzen, du elender Basilisk? Er hat Gülleküke ausgebrütet. Kotz. Und sehr schön. Jetzt ist er tot. Nein. Scheiße. Noch einmal den ganzen Weg. Okay. Jetzt wissen... Oh, nein, 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 nein. Renn doch einfach vorbei, ihr Dummer. Super. Oh Mann, versteck dich ja nicht hinter dem scheiß Gebüsch, du Kuh. Ich hasse es, wenn ich da eingreifen muss. Da kriege ich die Käsegichter. Okay. Moment. Halt. Da war was. Genau hier. Sehr schön. Jetzt haben wir das Ding lahmgelegt. Und da müssen wir eh runter. Okay, vorsichtig, langsam. Das ist nix, aber das ist was. Perfekt. Aber obwohl... Ich mag nochmal ohne vorbeischielen, was es da gibt. Ne, da gibt's nix. So, jetzt hat aber. Gut. Zwack doch nochmal von dem was ab. Probier's zumindest mal. Und hat leider nur ein MP-Geber. So. Oh, super. Hör auf, die ganze Zeit Gülleküken zu produzieren, du Ekling.
So. Na, an dir gehen wir jetzt einfach vorbei. Irr. Du wechselst nochmal aufs Schwert. Was bist denn du für einer? Mein guter Freund. Elektra, check's da mal bitte. Sei so gut. Autsch. Ich sollte auch nochmal die Helga heilen. Da hat auf jeden Fall MP, das ist gut. Gegen Vesuvio, Doppelkopf ist da. Gut. Dann kriegt er auch Vesuvio ab. Dann wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wir zusätzlich noch Feuerklinge hätten. So. Truffende Wetter, würde ich sagen. Ah. Du, das bringt ein klein bisschen mehr. Was du brauchst, ist auf jeden Fall eine Walnuss. Und Helga sei so gut als Weitertruff. Die ist noch am Heiler. Und du sei so gut, keine Walnuss. Nee, danke. Und du sei so gut und mach mal Kraftwasser. Kraftwasser, Mädel. So. Endkorb ist schon mal wegschimmelt. Und er macht Säureregen Level 1. Das ist ziemlich schwach. Wie, der wächst wieder hoch. Dann was hier mit der Hydra zu tun, mit der Laneische Hydra oder was? Noch einmal bitte auf aller. Gretels Zauber schwinden. Helga ist bewusstlos. Gretels Zauberlevel ist gestiegen. Mach nochmal bitte Vesuvios Feuerklinge auf uns alle. Froster erreicht Level 5. Das finde ich gut. Der Ackermann ist mal wieder bewusstlos. Die Helga ist mal wieder tot. Nee, Moment, wir haben doch jetzt was Besseres. Wir können doch auch hier Harzinger verwenden. So, dann steht die wieder auf und ist wieder hinüber. Nee, doch nicht. Nee, keine Heilkräuter. Ich will Helga Heiler. Und dann muss ich warten, bis die Gretel wieder da ist aus dem Nirvana. Dann mache ich das halt selbst. Wir machen nämlich ein Zauberschild auf uns alle. Und dann hätte ich noch ganz gern, dass du, Gretel, auch noch ein Energieschild auf uns machst. Sind wir wenigstens ein bisschen geschützt vor dem Vieh und vor seiner Attacke. Falls es jetzt irgendwas gebraucht hat. Nee, ich glaube, sie hat den Zauber erst gar nicht wirken können. Alter. Harzinger bringt uns jetzt nichts mehr. Das kostet nämlich 10 MP. Mann, oh Meter, also das ist saumäßig ätzend. Wir lassen das Scheißvieh jetzt erstmal hier aus der Versenkung raus. Ich will nicht, dass der die ganze Zeit die Helga dann wieder einsperrt. Das kann es ja auch nicht sein. Lebenswasser. Oh Mann. Schon wieder bewusstlos. Und du, wenn irgendwie noch im Leben dazu kommst, mach doch mal bitte ein kühles Energieschild auf uns. Alter, wegen jedem Scheiß werde ich gleich bewusstlos. Na toll, jetzt sind wir auch noch alle verbrüht. Ey, es ist so ätzend mit einer Endbosse manchmal. Alter, go fuck yourself, du dappischer Doppelkopf. Gibt's dann das? Oh, Mann. Also oh, jetzt haben wir auch noch keine Schokolade mehr. Super. Und, dann haben wir auch nur noch eins übrig. Ja, natürlich, komm. Wenn wir gleich mal bewusstlos sind zum Einstieg wieder. Ich will ein scheiß Energieschild Level 0 auf uns. So. Jetzt macht der Wicht erstmal keinen Schaden mehr. Und dann will ich nur mal eine Heilung haben. Wenn irgend möglich. Dankeschön.
Doppelkopf ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Doppelkopf ist erledigt. Die bitte nochmal Vesuvio. Blutgranate Level 2. Kann die noch was zaubern? Natürlich kann sie das nicht. Und ich habe kaum noch Heilmaterialien hier. So. Jetzt nochmal Froster bitte auf uns. Mit Kraftwasser. Und die werden als wieder vergiftet und bewusstlos gemacht von dem Vieh, statt einfach mal auszuweichen. Also das ist schon etwas ranzig. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an hier, der Kampf. Und als wieder verreckt hier das Scheißvieh. Jetzt braucht die nochmal eine Walnuss. Bevor die Helga verreckt, mache ich da noch drauf. Weil die rennen ja immer so stupide doch voll in der Gegnerreihe. Jetzt wächst der Schädel wieder noch. Mann, oh Meter. Und du bist jetzt bitte nochmal so gut und machst nochmal ein schönes Energieschild auf uns. Dankeschön. Kedels Zauberlevel steigen. Laterne erreicht Level 1. Gut, dann hätte ich noch ganz gern von Harzinger ein Zauberschild auf uns alle. Damit wir sowohl gegen die Zauber als auch gegen die physische Attacke erstmal immun sind. So. Erstmal alle immun, aber bewusstlos machen kann uns immer noch der Hansel. Oh, das hat schon wieder hochgelost, der Zauber. Jetzt klatschen wir mal drauf, was ihr habt, Mädels. Vesuvio. Also das wird eine lange Episode heute. Ich will den scheiß Bosskampf auf jeden Fall noch beendet haben. Ja, komm. Damit so richtig unfair ist. Gewitter erleid. Boah, Mann. Und mein letzter Speicherpunkt ist ja auch ewig zurück. Lebenswasserhämmer nett. Aber mir ein Harzinger. Und je höher der Zauber natürlich ist, desto mehr Lebenspunkte kriegen die auch, wenn sie wieder belebt werden. Jetzt hat der Mistkerl sich schon wieder geheilt. Harzinger. Und dann bitte Kraftwasser auf alle, dass wir bitte nicht bewusstlos wären. Dankeschön. Wir brauchen jetzt nämlich für alle Kraftwasser. Zauber abgeprallt. Na, großartig. Jetzt haben wir aus Versehen denn auch noch geheilt. Klasse. Ja, uff, die Koboldin ständig zu attackieren, Mann. So, es geht doch. Gewittert Dunner Keitel. Jesus erleid Jeremias Zuckerhut. Boah, was eine Geburt. Okay. Ich hoffe, das lohnt sich hier für uns. Und weiter geht's. Peitschenohr behalten. Ach du Scheiße. Na gut. Nanu, wen haben wir denn da? Ich mache ich fertig. Los das Trax, mir jetzt keine Zeit für die. Die Mana-Festung wird es für uns erledigen. Auf geht's. Na, warte mal. Tja. Wir kriegen euch noch. Venerman und Venerman. Hey, ich kann nichts mehr sehen. Oh, Mann. Wir müssen so aufhalten. Und ich steht Sache. Das machen wir dann morgen bei Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.